Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Folge Zwergschnauze. Ja, meine Damen und Herren, wir haben den 23. Oktober, also heute ist noch der 20. Dann wissen ja, ich nehme immer ein bisschen früher auf, sonst wird das nicht so funktionieren. Ich weiss, letztes Mal oder vorletztes Mal haben wir so ein bisschen recht tiefgründiges Thema behandelt im Podcast und deswegen habe ich gedacht, komm, machst mal etwas anderes. Machst mal etwas, wo du auch, sag ich mal, daheim fühlst. Und ja, das wäre heute. Und zwar Filme und vor allem eben Kino. Weil ich dachte, schaut doch mal, was momentan so im Kino läuft. In der Schweizer Kino, also alle in Deutschland und Österreich, Entschuldigung, Schweizer Kinos werden hier behandelt, momentan. Und deswegen habe ich gedacht, eben, schauen wir mal, was so läuft. Meine Damen und Herren, am 24. Oktober zum Beispiel läuft der nächste Venom. Venom, The Last Dance. Und ich würde mal sagen, der Name ist wirklich auch Programm. Weil es ist das Finale vom Eddie und vom Venom. Wo jetzt in dem Finale von dieser Trilogie müssen sie nochmal, so wie sie im Pressetext heissen, heftige Entscheidungen treffen, weil sie eben von beiden Welten gejagt werden. Also sowohl vom Eddie seiner Welt, wie auch vom Venom seiner Welt. Und ja, sicher wieder sehr actionreich geladen. Ich persönlich, also ich weiss nicht, ob ich das schon mal im Podcast habe erwähnt. Oh, ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt. Dass ich mich eher bei DC als bei Marvel wohlfühlen oder daheim fühlen. Also ich bin eher so Batman, Superman-Typ, weder Captain America, Iron Man und so. Was ich halt einfach würde feiern, wäre, wenn X-Men, wo ich von allen diesen Franchises in dem Sinne am liebsten habe, dann ist es ganz klar X-Men, also der erste X-Men, dann zumal mit dem Hugh Jackman. Oh, mega. Klar, dann zumal ist natürlich noch nicht Marvel, nein, ganz klar, dann ist es noch nicht Marvel als Marvel gesehen, wie man so kennt. Vor allem nicht bei Disney. Aber es ist gleich so gerade eine rechte Liebe entstanden für das Ding von das sind Superhelden und jeder hat seine eigene Kraft. Nicht alle haben genau das Gleiche und so. Das ist wirklich cool gewesen. Vor allem eben auch, dass sie in einer, sag ich mal, normalen Welt leben, aber gleich halt in einer Schule müssen sein, wo jeder so ist wie der andere. Also ein Mutant. Sagen wir es so, eine Mutantin oder ein Mutant. Ich habe es ja schon erzählt, eben, dass ich da in einer Institution für Menschen, die ein körperliches Handicap haben, habe meine Ausbildung gemacht. Und ich habe ihm so ein bisschen gesagt, es fühlt sich an, als wären wir bei den X-Men. Weil wir halt alle auch irgendetwas haben, aber gleich unter uns sind, weil wir nicht in dem Sinn nichts haben, so wie alle Menschen außerhalb von dieser Institution. Keine Ahnung, ob ihr mir folgen könnt. Es war gerade recht strange gewesen, das so zu erklären. Auf jeden Fall ist es wirklich so gesehen, dass ich aber gesagt habe, die X-Men gehen jetzt wieder in die Stadt und so, wenn wir sie shoppen oder irgendwie ein Match schauen und so. Genau, ja, wir sind dann die X-Men gesehen. Und ja, der Eddie, a.k.a. Tom Hardy, hört jetzt mit Venom auf, also mit The Last Dance. Ja, und auch eben das Cover selber, bis das der Tod sie scheidet, ist natürlich schon, sage ich mal, Programm. Eben im Pressetext steht ja, dass sie eine verheerende Entscheidung müssen treffen. Genau, verheerend. Nicht entscheidende, verheerende Entscheidung müssen treffen. Und dann ist es vorbei. Also, das Ding ist natürlich eben Kelly Marshall. Ich habe die amerikanische Namen nicht, Entschuldigung. Auf jeden Fall, Kelly führt wieder Regie, schon bereits beim zweiten, geführt worden von Marshall. Und dann kommen weitere Filme von Marvel. Die haben ja X-Filme inzwischen, die sie hier noch einbringen wollen. Aber eben, wie gesagt, ich bin eher so der, der sich mit DC verbunden fühlt. Klar, ich bin auch schon dann zumal mit Batman
dann zumal die Trickfilmserie bin ich aufgewachsen. Das ist halt schon Kindheit gesehen. Marvel, bin ich mal mit Marvel in Kontakt. Mal beim Guckusei, ich weiss noch, der Guckusei hat dann zumal auf dem PlayStation, PlayStation ist es glaube ich gesehen, hat er X-Men als Game gehabt. Und das ist noch gesehen, bevor ich überhaupt den Rest Film habe gesehen, soweit mir ist. Genau. Dann eben hat auch natürlich der Hugh Jackman in der Rolle als Wolverine ganz anders ausgesehen als im Game, weil im Film hat er ja den schwarzen Anzug und jetzt glaube ich beim neuesten Deathpool, wo er ja wieder, glaube ich, anscheinend aufsteht. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, Entschuldigung. Aber dort hat er ja das erste Mal den gelben Anzug an, den man ja grundsätzlich aus dem Game oder aus dem Original, vom Original Wolverine kennt. Klar, Marvel macht auch da immer so das Ding mit, ja, verschiedene also verschiedene Universen und so. Und ja, irgendwie der eine kann verrecken und in einem anderen Universum kommt er wieder zurück. Klar, es ist natürlich ein Highlight gesehen beim letzten Spider-Man-Film, wo plötzlich Tobey Maguire und der Andrew Garfield, nicht Garland, der Andrew Garfield ist auftaucht und hat auch eben bestimmte Szenen dort mit dem Andrew Garfield, wo ich wirklich sagen kann, die ist jetzt herzig gesehen. Sehr, sehr emotional gesehen. Jetzt glaube ich für sehr viele Leute. Also, die Filme Amazing Spider-Man selber haben gesehen. Ja, was ich euch natürlich auch noch zeigen kann, wenn ihr den Videocast schaut, weil ich habe es schon mehrmals erwähnt, mein Podcast, da geht es ja nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. Und ich zeige halt ab und zu auch etwas im Podcast. Aber klar, ich kann es natürlich auch beschreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Auf jeden Fall zeige ich euch doch gerne mal ein Bild vom Bane. Bane und Art of Bust nennt es sich. Und zwar haben die für das Zürich Film Festival ein Bild dürfen malen. Also der Bane, ich muss es so sagen, der Bane ist ein Graffiti-Künstler und der Art of Bust sind beides Graffiti-Künstler. Und eben der Fabian, a.k.a. Bane, hat das schöne Bild hier gemacht. Bam! What the hell? Hey, das Bild ist einfach krass. Sie haben schon mal, oder auf jeden Fall, der Bane hat schon mal ein Venom-Bild gemacht. Dann zumal, glaube ich, für einen Erstfilm im 2018. Oder für einen zweiten. Wird so echt gerade angezeigt. Nein, auf jeden Fall hat er schon mal eins gemacht und puff, ja. Aber schaut euch die schöne Perle an. Also ohne Witz, so ein Bild hier. Klar, vielleicht nicht gerade einfach nur mit dem Schriftzug Venom, also Venom, und in der Mitte zwischen dem E und dem N, eben jetzt kommt die Beschreibung, Sam beschreibt das Bild, der Charakter Venom, sondern ich habe eher Bilder gern, wo ein bisschen mehr passiert. Also bin ich ehrlich zu euch. Also wie zum Beispiel jetzt das Poster, hier bis dass der Tod sie scheidet, okay. Warum schreibt man eigentlich sehr interessant, dass man eben den Buchstaben gross schreibt und dann wieder klein, aber okay. Auf jeden Fall hier nachher alles gross, aber hier hat man gedacht, bin ich mal verrückt, ja, jetzt mache ich mal Grossschreibung, Kleinschreibung, ja. Gut, man sagt ja, jemand, der nur mit Caps Lock schreibt, der ist psychisch krank. Ja, aber wie gesagt, eben, da passiert viel mehr für mich bei diesem Bild, weil das Ding ist, dass zum einen hier einfach mal der Prozess von zwischen Venom und Eddie, wenn sie sich halb hin und her verwandeln, der wird hier ganz klar gezeigt. Dann eben der Venom ist drauf und gleichzeitig der Eddie. Was willst du mehr? Also wirklich, was willst du mehr? Wenn du so etwas. Hinten sieht man da noch Meteoriten. Also das Bild, eben, da passiert viel mehr. Und ich würde ändern jetzt so etwas aufhängen, als lediglich. Ups. Entschuldigung. Houston, hallo, ja, hier.
Genau. Werdet das vom Fabian, a.k.a. Bane und dem Art of Lust. Also, das sollte jetzt kein Angriff oder so sein. Also, er macht super Bilder. Schaut auch da, das Bild zum Beispiel hier mit dieser Frau und diesen Sonnenblumen. Also, auf so etwas würde ich ganz klar aufhängen. Aber einfach nur der Text und ihn würde ich jetzt weniger aufhängen. Oder mir, sagen wir es so, ich würde, wenn ich jetzt eine Wange hätte und ein Graffiti-Künstler sollte etwas an die Wange machen, wäre mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Genau. Klar, ich weiss, je mehr das natürlich nachher zuletzt auch an die Wange sollte angeklatscht werden, desto mehr kostet es natürlich auch, aber das wäre es mir ganz klar natürlich auch wert. Weil wenn du dir schon so ein Kunstwerk kannst leisten von so einem Künstler oder solchen Künstler, dann, sorry, darf Geld keine Rolle spielen, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, vielmals unterschätzen sehr viele Leute so ein bisschen das Ding von, wie viel ist überhaupt das Kunstwerk von einem Künstler wert. Klar, oft, wenn natürlich Künstler von der heutigen Zeit kommen, mit einem Preis, denken automatisch viel, ja, aber ist ja kein Picasso oder kein Monet. Also, was soll jetzt der so viel verlangen? Aber ich muss ehrlich sagen, für die Zeit und das Material zahlst du ja auch. Das ist andere Liga. Also, das ist wirklich andere Liga. Ja, für das Zürich Filmfestival. Am 31. Oktober in der Deutschschweiz startet der nächste Film. Also klar, es starten ein paar Filme, aber der nächste Film mit dem Elias Mbarek sowie auch mit dem Jan-Josef Liefers. Also wir bekommen, ihr hört es, wieder mal einen deutschen Film ins Kino. Der sich nennt Alter weißer Mann. Ja, also der Pressetext ist, um endlich den lange ersehnten Job zu bekommen, muss sich Familienvater Heinz Hellmich, gespielt von Jan-Josef Liefers, in der Firma von seiner wokesten Seite präsentieren. Um zu beweisen, dass er kein alter weißer Mann ist, lässt er seinen Chef und Kolleginnen zu einem privaten Dinner zu sich heim. Hier schon in der Anbahnung vom Abend tappt der Heinz von einem Fettnäpfchen ins nächste. Als dann endlich alle an einem Tisch hocken, beginnt die politisch korrekte Fassade von seiner Familie schnell zu bröckeln. Die diverse Dinnergesellschaft pflügt zielstrebig durch das Minenfeld von der heutigen Political Correctness. Überraschende Gäste sorgen für immer neue Wendungen und das Chaos nimmt unaufhörlich seinen Lauf. Ja, die Regie hat der Simon Verhoeven, oder Verhoeven, sagt man. Also ich habe den Trailer gesehen, muss ich ehrlich gestehen, ich habe den Trailer gesehen und so gedacht, wow, okay. Das ist also jetzt wieder ein neuer deutscher Film, der hier kommt. Das Ding ist, ihr könnt hier mal gerne schauen. Nein, wir sehen es gerade nicht jetzt. Auf jeden Fall hier oben dran, also hier oben dran, oben alter weißer Mann. Holy moly, dort stehen so einige Sachen. Also so einige Sachen. Es steht auf jeden Fall, wer dort alles mitspielt. Also eben der Jan-Josef Liefers, Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Mertens, Meltem Kaptan, Momo Beyer, Juri Samwinkler, Sarah Mahita, Pierre Besson, Juan Huang, Dennis Mbey, Leon Ndey, Juri Rotter und Elias Mbarek. Das Krasse finde ich, Josef Liefers wird als erstes genannt, der Elias Mbarek, den ich jetzt mich halt so ins Fettnäpfchen setze und sage, das ist sehr wahrscheinlich der zweitgrößte Name nach dem Jan-Josef Liefers. Und erst nachher, also erst am Schluss. Und da sieht man auch all die Leute. Alle sieht man da drauf. Also keine Ahnung, wer der da ist. Aber ja, also wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen und da muss ich sagen, ja, richtig deutsches Kino. Richtig deutsches Kino. Klar, was soll ich sagen?
mir hat schon bereits im Pressetext von eben Wokeness und Political Correctness, ja, klar, es ist natürlich schon gang und gäbe jetzt in der heutigen Zeit. Viele sagen auch, ja, eben Cancel Culture. Ehrlich gesagt, und der Stay, da beziehe ich mich jetzt auf den Stay, ist Content Creator auch, Streamer. Auf jeden Fall hat er gesagt, die Cancel Culture gibt es in seinen Augen nicht einmal wirklich. Und ich muss ihm da zustimmen, weil sind wir uns mal bewusst. Jetzt zum Beispiel der Luke Mockridge. Der hat seinen ersten Fall gehabt. Klar, er ist bei vielen Sendungen nicht mehr reingekommen, hat nicht mehr viel Auftritt gehabt, aber er ist wieder da. Also ist doch dort gar nicht gecancelt worden. Während dieser Zeit, klar, aber er ist ja wieder da. Und auch viele andere Sachen, also, oder andere Momente, wo ich muss sagen, okay, das wird jetzt ein richtiger Skandal um die Person, wo ein Zeitchen hat andauert und dann ist sie plötzlich wieder da gewesen. Weil sind wir uns mal bewusst, der Jan-Josef Liefers hat ja dann zumal während der Corona-Zeit grundsätzlich auch einen Skandal gehabt, da mit dieser Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern oder jegliche Leute aus der Kultur auf jeden Fall, ist er ja dort auch dabei gewesen. Ja, das ist in dem Sinn dann zumal ein Skandal gewesen. Aber, wie ihr seht, da ist niemand gecancelt worden. Er spielt immerhin noch weiter. Er spielt weiterhin. Also bekommt weiterhin Rollen, dann noch Hauptrollen. Wohlgemerkt, Hauptrollen. Und was ich irgendwie so interessant finde an diesem Bild ist, dass es mich sehr erinnert an die alten American Pie oder nicht noch ein Teenie-Film hat es zum Beispiel gegeben. Ein sehr, habe ich auch schon darüber geredet, glaube ich, im Podcast. Auf jeden Fall ein sehr amüsanter Film, dann zumal. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Da sieht man die riesige Schrift hier von nicht noch ein Teenie-Film. Im Vergleich zu der, klar, hier hat man nicht so einen 3D-Effekt, würde ich jetzt mal sagen. Es ist allgemein sehr ausgewaschen, bin ich ehrlich zu euch. Also das Bild ist meiner Meinung nach sehr ausgewaschen. Keine Ahnung warum oder ob das extra ist. Also so gesehen, normalerweise Filmposter aus, wenn man es ein bisschen länger rumhängen, ohne dass man sie vielleicht in irgendeinem Rahmen hat. Ich weiß gar nicht, ist das der da oben tanzt? Auf TikTok? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eben, hier die Schrift. Ich habe dann den Film so geliebt, vor allem eben da der besessene beste Freund von ihr da, ja. Der Angeberblonde, das hübsche hässliche Entlein, die beliebte Sportskanone. Es ist wirklich ein sehr amüsanter Film, vor allem eben eine wie keine Globes, dann zumal mit dem Freddie Prinze Jr., ich glaube, es spielt ein bisschen auf das hin. Also auch Eiskalte Engel, zum Beispiel sie hier, das gemeinste Mädchen der Schule, dort wird noch auf Eiskalte Engel angespielt. Auf jeden Fall eben Scary Movie Touch, aber nicht mit Monster und weiss nicht was, aber auf jeden Fall sehr amüsant. Apropos Scary Movie, auch hier eben die rote Schrift da oben, Scary Movie 1, der Scary Movie 2. Hier ist wiederum eher so eine 2D-Schrift, im Vergleich zu da hat man schon wieder ein bisschen mehr 3D wollen machen. Einfach genial, dann zumal. Also allgemein, ich liebe Filmposter. Ich bin so ein riesen Fan von Filmpostern, wie sie auch gemacht werden. Das war ja sehr erfolgreicher Teil gewesen, Scary Movie 3, aufgrund von der Eminem-Thematik. Genau, und Science ist ja dort thematisiert worden, im Original mit Mel Gibson, Science-Zeichen, wegen der Aliens. Charlie Sheen hat dort plötzlich mitgespielt. Nachher hier, was wirklich interessant ist, hier hat man es auf 2D gelassen, dann 3D, dann beim 3 wieder auf 2D, jetzt Achtung 4, wieder auf 3D und 5 auf 3D. Auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich gar noch nicht gesehen. Also hier merke ich gerade, das ist
ganz klar von Mother. Auch hier, das ist ganz klar auf Mother angesprochen, auf den Film Mother. Snoop Dogg ist hier, okay, Mike Tyson. Hier hängen immer noch der Ted. Aber ich glaube, das 5 habe ich gar nicht mehr geschaut. Das 4, das habe ich noch gesehen. Mal, genau, mit dem The Grunge, der Fluch. Genau, den habe ich noch gesehen. Scary Movie 4. Ja, aber kann ich mich nicht mehr erinnern. Also, die ersten 2, 3 Mal. Die ersten 3, an die kann ich mich super erinnern. Vor allem eben dann, wo es 1 ist gekommen. Also sorry, wer Teenie ist gesehen und nicht Scary Movie dann zumal hat gesehen, der hat etwas verpasst. Also ich glaube, von den Jugendlichen dann zumal hat jeder Scary Movie gesehen. Vor allem schon das legendäre What's Up in der Schule. Nachher alle sind plötzlich mit dem What's Up gekommen. Ja, was interessant ist jetzt hier bei Scary Movie 1, sie, die Cindy spielt, also hier auf dem 2 ist sie nachher, dass sie da gar nicht drauf ist. Das ist noch interessant, weil sie spielt ja grundsätzlich die Hauptrolle, meiner Meinung nach. Aber Dingsbrüder sind drauf. Die Wayans-Brüder, genau. Die Wayans-Brüder, die sind da drauf. Anna Faris, genau, Anna Faris heisst sie, die Cindy gespielt, da nicht drauf ist, das ist noch interessant, aber eben, immerhin die Wayans-Brüder, die Wayans-Brüder, nicht nur Wayans, sondern Wayans-Brüder, genau. Der Marlon Wayans ist übrigens erst gerade in den Medien gesehen, und zwar, weil er einen Sohn hat, oder eine Tochter, die transsexuell ist. Und er hat in dem Sinne im Interview erklärt, wie er zuerst doch recht damit gekämpft, aber gleich dann damit ist klar gekommen, wie er damit ist klar gekommen, und es halt auch wirklich allen klar machen, ey, es ist doch nicht schlimm, weil am Ende des Tages ist es immer noch dein Kind. Ja. Übrigens, was auch noch ist, eben die Wayans-Brüder spielen ja hier mit, aber das Ding ist, es gibt sogar 3 Brüder. Und zwar gibt es noch der Keenan Ivory Wayans. Und ich glaube, der ist auch einer von den Brüdern. Genau, auch Schauspieler. Auf jeden Fall, er hat Regie gemacht von Scary Movie. Yay! Das ist etwas Cooles, wenn man so eine Familie hat. Von dem her, liebe Leute, würde ich sagen, das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt Fun gehabt. Wenn ihr mehr mit Filmen wollt, dann schreibt es doch gerne als Kommentar. Und klar, es kommen noch andere Filme, wie zum Beispiel Terrifier, aber ich möchte jetzt hier keine blutigen Bilder und so zeigen, ehrlich gesagt. Ich weiss nicht, wie das nachher auf YouTube und Co. dann nachher würde ankommen. Ja, auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank, habt ihr heute wieder zugelassen, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, jetzt hat es gerade geklappt, Entschuldigung. Ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss zusammen.